Gott sein zweites Lehrprogramm. Von deiner von der Bank nur Wirtschafter. Doris und ich hatten uns etliche Monate nachdem, dort ich meinen Ersatzdienst in Paraguay anfang, getroffen und wir sehr in Live. Ein Jahr und 3 Monate nachdem, dort wir uns trafen, befried wir uns. Dit ist, wo sei dat beschrift. Ich will einen Ehemann, wat dem Herr mit sein ganzes Hort lebt, und daher bete ich, dat Victor mit dem Heiligen Geist fallen wird. Ich will nicht bloß einen Mann, wat bloß ein Christ wir, in am Sinn nach der Kirche, am Medweg der Bibelstund fuhr, in am Chor sang. Nee, ich will einen Ehemann, wat Jesus wirklich lebt. Nachdem dat wir etliche Mal taub gewasst wären, frug Victor, will wir beten? Ich musste meinen Odem wahr seinen te holen te kriegen, wie in mein Hort verfreit abplatzt. Dort wir, wofür ich gebet hat. Ein Ehemann, wat Gott wirklich läuft, und sich nicht bloß so tät. Ich wisst nu, dat Gott mein Gebet beantwortet hat. Dis Mann lebt dem Herrn wirklich. Ich, Victor, fang an meinen Raub zu denken. Jässlicher Dienst wir fein, und mir ging dat Predigen schein, aber ich feilt einen Brief an das Geschäftliche zu arbeiten. Det ward eines Tages noch stärker aus ich los. Du wirst die von den Handwerk nähren, du wirst gesehen sein, du wirst das Geld haben. Psalm 128, Vers 2. Da ich diesen Aufschnitt vernahm ich, wo Gott sagt, ich will nicht, dass du an der Missionsarbeit nennst. Und da steht weil ich, dass du meine Deiner versorgst. Go am Wirtschaftlichen lernen, und sei du noch, dass meine Deiner dort Geld haben. Jo Herr, antwort ich, wenn deine Deiner für die Kranke beten, dann waren die gesund, und sie tun noch andere übernatürliche Dinge. Ich will für die am Wirtschaftlichen arbeiten, aber ich will auch übernatürliche Wunder erfahren. Und das kriegt, was da passiert. Ich krieg meinen Befehl, was uns bald von Tag beeinflusst. Aber das ist nicht genug, wenn ein Mann seine Berufung erkennt. Der Gott ist fertig früh in seinem Leben mit auch weiten, was Gott für er geplant hat. Wie können jedoch taub durch das Leben? Doris sagt, an einem Abend wären Victor und ich auf einer Versammlung, wo wir einen Missionar von seiner Arbeit auf ein Hospital Scherb reden hörten. Das meiste, was er sieht, ging mir boven über dem Kopf. Ich erwart allemal nicht auf so ein Scherb zu deinen. Aber am Ende von dem Abend seht er wat meine Uhren abmachen mag. Weißt ihr wat? Ich will jünd von da rütfadern. Wat von jünd waren als Missionare rütgehen, ob ein Scherb oder in einen Urwald oder sonst wo. Aber nicht alle. Wat von jünd waren vom Herrn berufen worden, wat du sagt, kämmer die an meine Deine. Die waren nicht rütgehen als Missionare, aber wenn Gott jünd versorgt und direkt haben, dann mag sicher, dass die da unterstärken, wat mit ihrer täglichen Arbeit nicht Geld verdienen. Die Botschaft traf mich so als ein Blitz. Als wir nach Hus fuhren, seh ich zu Victor, ich denk, Gott hat von Tag zu oberste mir geredet. Dit ist unsere Berufung. Victor wie erleichtert, dass ich die Berufung, wat er von Gott erfahren hat, schließlich auch verstund. Victor hat mir das all gesagt. Du weißt das auch, du weißt das bloß noch nicht. In dem Prozess von der Vision von Gott auch annehmen, gef ich meinen Willen auf und lehrt eine wichtige Lektion, dass uns Willen unsere Toten folgt, und dann wird dort, zu wat wir uns handgegeben haben, uns zu einer Freude. Wir beten von Anfang an, dass Gott uns vereinigen und uns seinen Plan für unser Leben offenbaren wird. Dass wir für uns wichtig, eine Einheit zu formen, weil das auch nicht immer leicht wird. Ich vertelle Ihnen dort all, dass Victor seine Frage am Anfang von uns Freundstück, will wir beten, mir eine starke Bestätigung wir, aber dass wir nach Meier aussteht. Als Antwort für diese Frage, wir beten an jenem Tag taub, aber ich wart an, dass uns noch was geratet verbunk. Wie schaut's denn nicht bloß verschiedene Dinge an uns untereinander, aber das Taubbeten verbunk uns auf einen sehr viel deiperen Weg und es auch von dort noch ein starkes Band, was uns verbindet. In unserer Spezialität bet wir alle oven taub. Einmal wie ich Tomeit, aber Victor wird mir ermutigen. Doris, du wirst beten, du weißt das bloß noch nicht. Wir beten meist alle oven taub und für uns ist das eine Tradition geworden, dass wir den Tag taub aufschlüten. Jeder einer von uns legt den Tag an Gott seine Hänge und wir beten, dass Gott den anderen zu der Beternis verändern macht. Das Gebet ist kraftvoll, sogar einfache Gebete, die bewegende Boy.
Die Einigkeit macht das Leben so interessant. Ich zie Frau, en mir het dat wirklich schein, door te zijn wo Victor is. Hier ist ein Schlüssel für ein harmonisches Leben. Wir brauchen vorhin das Gebet, den anderen eine Botschaft zu schicken. Wenn ich bete, muss Victor zuhören. Ja, Gebet ist nur Gott gerecht, aber wenn wir aufmerksam sind, können wir nur unseren Partner sein Hort horchen, wenn die mit Gott reden. Das ist ein deipes Geheimnis. Wenn du während das Gebet horchst, wirst du antworten, was deinen Partner an sein oder ihr Verhältnis mit Gott bewegt, in dein Leben wird durch dich reicher. Für mich wird das wichtig, dass ich auch Gott seinen Raub hielt. Kann man die an meine Deine ergaut sein. Auf diesen Weg kann ich ein Dienstleben mit Victor taub haben, einen Raub, was wir von Tag noch gehen. Wir sind froh, dort tun zu können. Wir können nicht immer alles tun, was uns jankert, aber wir haben dasselbe Ziel, und dort verbindet uns. Dort ist so wichtig, dass beide Ehepartner ihre Berufungen passen, sonst wird das immer eine angeholte Sache sein. Einigkeit fordert Arbeit, sogar für die besten Ehepaare. Für uns wird das ein Prozess von einem Schritt nach dem anderen, zu lernen, dort zu hantieren, was Gott uns in unsere Berufung gibt. Victor sagt, als mein Saatdienst zum Ende kam, fuhr wir für 3 Jahre zurück nach Deutschland, wo ich internationale Wirtschaft studiert, am Drahtren zu kaufen und verkaufen und auch zu importieren und exportieren. Dort wir kriegt, was mein Hort will. Viele Tage, wenn ich in der Schule saß, frug ich, Herr, wo wirst du, dass mir das so ganz zufriedenstellen wird? Besieht mein Studium, fängt Gott an mein Hort auch ein Heilungsprozess an. Ich hatte was geschäftliche Erfahrung, aber ich bezweifelt meinen Wert bei einer internationalen Firma. Vielleicht fehlt mir dort an Vertrauen, aber ich hatte in jedem Fall meinen eigenen Plan. Doris wie an eine Familie von Wirtschaftler abgewaschen und ich stelle mir mein Leben so als das vor. Paraguay wie ein Land von der dritten Welt und daher ist dort durch leichter ein Geschäft anzufangen. Ich habe ja an der Schule gelehrt, wo dort zu tun. Der Plan wie so als das. Nummer 1. Du schriftst deinen Geschäftsplan durch. Nummer 2. Du gehst nach der Bank und überzeugst ihn, dass deine Idee gut ist. Nummer 3. Du kriegst dort Geld. Nummer 4. Du bist bereit, weiterzumachen. Dort ist gewöhnliches Wirtschaftsleben. Jahre later, als wir unsere eigene Firma, Euromerk, gründen, dann sehen wir, Herr, wir haben diese Firma verdient. Das schreibe ich an mein Buch durch, wo ich persönliche wichtige Sachen abteken. Das wie ein heiliger Plan. Uns Plan wir jedoch Geld zu machen, Gott seine Diener zu versorgen. Gott muss uns sehen, wären wir doch bloß für ihn arbeiten, nicht so? Na, nee. Nur eine Zeit redet Gott an meine Gedanken. Du planst all das, aber du bist ein Haus von Karten. Was, wenn ich da abhüst? Alles wird an Taub fallen. Du folgst Anweisungen und Plans von dein Verstand, über wo du alles spüren wirst. Was, wenn das nicht so geht, als du gerechnet hast? So kam in aller Weg von den Gedanken zum ein, in ein ganz neuer, intensiver Kurs an Gott seine Schule hat angefangen. Er nahm die ganz erfolgreichste Aufteilung von uns Geschäft, in dat vollkommen uitgerekende Kartenhuis von te schokkelen, krijg zoals hij gesagt hat. Gott hat geredet en wir fallen in finanzielle Schwierigkeiten in. Scheinbar hat ich mein Haus auf Sand gebaut. In dieser Zeit fang ich an zu wundern, wo so Juden allgemein Geld aufwehren, sogar ich. Sicher wird das nicht bloß Zufall. Was wird der Grund dahinter? Ich fang an Bücher zu lesen, even nur die Schrift noch Geld zu hantieren. Bemerkbar wird dort, dass Gott sicher mögt, dass ich die rechte Bücher las. Ich fang an die Bibel mit meinen wirtschaftlichen Sinn zu lesen. Was sagt die Bibel kriegt über Geld und geldliche Sachen? Von dort kann ich sagen, dass die Bibel wirklich das beste Buch in der Welt ist über Verwaltung. Die Bibel ist nicht bloß eine Sammlung von guten einzelnen Gedanken, aber die folgt ein finanzielles System, was ich in viele Aufschnitte erkannt. Ganz besonders eins dacht mir ut. Die Rijken regieren über die Arme, und wer da barcht, ist dem sein Sklav, der ihm dort barcht. Sprecher 22, Vers 7. Dort rätelt mich, ich will Gott dienen, nicht die Bank. Ein Sklav zu dem, was ihm dort barcht. Dort gefällt mir nicht. Wir Christen lächeln zu singen, dass wir Gott seine Kinder und seine Diener sind, aber hier seht Gott, dass ich doch nicht sein Diener wir,
ob ich wie ein Sklav zu dem, wat mir dat geliet hat. Jo, ich wie durch Jesus sein Leben frei gekauft, ob ich wie gar nicht sein deiner. In allem no, wie he auch nicht mein Haar, wie ihn ich dem Barjas mein Haar angenommen hat. Ich will mehr weiten, en vroeg meinen schrijven naar een financiële bericht. Hoeveel interest tolt wie in de bank? Hoeveel geld nam ik uit van mijn familie? En hoeveel gaf ik nog God zijn rijk? Dat wie je doch de oorzaak geweest voor de firma aanvangen, geld te maken voor dat rijk Gottes, niet zo? Toen mijn schraak en mijn Täuschung entdekte ik, dat mijn geld krijgt en deze rij gebruikt wordt. Nummer 1, bank. Nummer 2, familie. Nummer 3, dat rijk Gottes. Ik wil God zien deiner zennen, aber door wären die Zollen schwart op wit. Ik wil de bank deiner, wann wir annehmen dat tijd geld is, kost wat je in de uitzij zeggen, aber die draagt veel waarheid. Ik verwandel dat geld wat wir de bank tolden en tijd en woord aan, dat ik ganz beschäftigt weer voor de bank geld te maken, während ik de interest van mijn schuld betold en den Stamm zacht auftold. Kort gezegd, deint ik dat financiële systeem van deze wereld. Zeg ja, du blijft wat geld even voor mijn familie en voor mijzelf, en nog een kleiner beet voor God en zijn rijk. Aber, sollen wir als Christen nicht voll für Christus leben? In meinem Fall wären die Prioritäten ganz über Kopf gedreht. Das ist nicht, was ich will. Als junger Wirtschafter fange ich an, Druck zu feilen und ich ward an, dass ich Gott wirklich nicht vertraut. Meine Armut von meiner Kindheit hat mich immer noch an seine eiserne Klamm. Dort ist wie anders abgewassen. Vor wir dat keinmal ein Problem gewesen, ob Gott seine Genote vertrauen. Aber ich habe dat keinmal erfahren, dass Gott alles versorgt. Ich bedacht dat, wat ich entdeckt hat, dat ich nicht mehr Geld uit de Bank nehmen würde. En dat ich bloß Gott vertrauen würde, dat hij mir dat Geld geben würde. Sicherlich würde Gott mir nicht Geld geben für die Firma. Für seine deiner ja, aber nicht für mich. Nicht für Geschäfte driven. So schafft Gott doch gar nicht. Deut hij? Ich vertraut Gott nicht en had Angst, dat wann ich Gott alles übergeben würde, würde hij mich arm houden. En van der andere Seite will ich Gott sein Vollet erfahren. En als Wirtschafter hat man doch eine gewisse Willigkeit, sich was zu wagen, nicht so? Seht Gott in Haggai 2, Vers 8 nicht, dat selber es meint und dat Gold es meint? Wie dat wirklich so, dat Gott dat Geld haft? Die Schrift sagt, dat Gott Himmel en Erde regiert, so als ich alles kind gelehrt hat. En dan seht ich tam, Gott, wann du nicht weißt, dat ich wieder von ses wie Geld krieg, dat ich dien deiner allein senden kann, wo ich nicht mehr Geld liehen. Aber mag dat dann sicher, dat meine Firma nicht eine kleine Firma ab den Hinterhof blieben wird. Ich vertraut Gott immer noch nicht ganz, dat man ohne bei der Bank Geld zu liehen, ein Geschäft ranen kann. Dat tut jedoch alle Mann so. Wer wisst, als dat irgendwie anders schaffen wird, und als Gott wirklich versorgen wird. Aber ich will wirklich die erste Schritte machen. Dat passiert nicht über Nacht. Kein Geld fällt vom Himmel. Meine Offenbarung von Gott seinen finanziellen Plan wird von feuerschwere Jahren gefolgt. Mit viel Kämpfen, aber nur dort, wie wir ganz schuldfrei. Gute Freunde bleiben bei uns und helfen uns und geben Rat. Andere Wirtschafter investieren in die Firma und schließlich wie wir auch von aller privaten Schuld frei. Unsere Schulden aufarbeiten wie eine schwierige, drehe Zeit, euer als ich jemals eier erfahren hat. Mit alles, was wir ehenden, wie wir im Grund genommen bankrott. Vielmal wüssten Doris und ich nicht, was wir tun sollen. In diesen Momenten würden wir nur den Paraguay-Fluss fahren, Gott zu segnen und auf seine Stimme zu horchen. Dort wie uns sehr wertvoll. Mit 2 Steiler, unsere Bibeln und ein Schriftbuch, wo wir abschreiben, was wir vernahmen, so wir beim Riefen die Bibelaufschnitt zu studieren und unsere Abtegnungen zu wiederholen und mitzuteilen, was er uns nu offenbart. Wenn ich aufsehe, muss ich sagen, dass die Kommunikation zwischen 2 Personen eine schwierige Abgabe sein kann, besonders zwischen einem Mann und einer Frau. Wir lernen die Lektion all am Anfang, und daher mögen wir uns dort sicher, dass wir im Abendgebet die beiden mit anhalten. Heiliger Geist, komm nur uns in sie die Kommunikationsverbindschaft zwischen uns. Sie der Evasater. Männer und Früher erfahren Dinge vorken verschieden, aber wenn der Heilige Geist zwischen uns evasat, können wir den anderen seine Sprache verstehen. Nur eine Stunde oder so beim Fluss, und mit der Evasatungshalb vom Heiligen Geist, würden wir anfangen, Ideen zu formen.
Vielleicht sollen wir das versuchen. Wir würden dann terug nach Hus kommen und haben einen Gedanken oder ein Wort vom Herrn bei uns, dat jij von uns glauben in Hoffnung an der Wüste. Wir wüssten, dass Gott uns im Grund genommen versichert, Dinge worden noch waren ändern. Ich fang an, no Psalm 126 no zu beten. Krieg so, als du der Riefas an der Wüste waren abfällst, da bitt schon auch unseren Zustand umdrehen. Wir haben wenig Selbstwort, aber wir haben Hoffnung, dass Gott Ändernis bringen wird. In dort haben wir alles. Dit wird die zweite Runde, um uns frei zu machen von das weltliche finanzielle System, in dat wir uns dort befouten, wo Gott uns versorgen wird.